Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Liebe dich selbst und du kannst heiraten, wen du willst. Ein bisschen überspitzt, ein bisschen übertrieben, wie bei so manchem Sprichwort. Und doch, ein wahrer Kern ist dahinter. Liebe dich selbst und du kannst heiraten, wen du willst. Mit der Liebe, das ist ja so eine Sache. Es gibt ja immer zwei Seiten, die Schokoseite und die Mackenseite. Bei der Schokoseite ist das ja ganz einfach. Da fällt einem die Liebe leicht, es fällt einem einfach, die Schokolade mit in die Liebe hineinzunehmen, sowohl beim anderen als auch bei mir selbst. Viel spannender wird es, finde ich, bei den Mackenseiten. Wie ist es denn da? Klar, meine Partnerin, mein Partner, mein Gegenüber, ich kenne ihn schon lange, ich kenne sie schon lange, kenne die Macken. Und dann kann es gelingen in einem Prozess über die Jahre hinweg, dass ich auch diese Macken lieben lerne, sie mit hineinnehme in die Liebe, dass die Liebe auch die Macken des anderen mitträgt. Und nochmal komplizierter ist es, finde ich, bei den Macken bei sich selbst. Man ist ja mit sich selbst schon lange unterwegs. Man hat seine eingefahrenen Gedanken, seine eingefahrenen Worte und sein eingefahrenes Tun und kommt da auch gar nicht so einfach raus. Woran merke ich denn eigentlich, was ist denn meine Macke und was gehört einfach dazu, was ist noch in Ordnung und was ist wirklich schon ein bisschen komisch? Das ist gar nicht so einfach. Auch Jesus empfiehlt schon in der Bibel, sich selbst in den Blick zu nehmen. Fast schon sprichwörtlich ist auch bei ihm die Rede vom Splitter und vom Balken. Er sagt, und ich gebe jetzt ganz sinngemäß wieder, klar Mensch, es fällt dir ganz leicht, den Splitter im Auge deines Gegenübers zu sehen und daran rumzuoperieren und zu gucken, wie du den wegkriegst. Aber den Balken in deinem eigenen Auge, den nimmst du vielleicht gar nicht wahr, den kriegst du auch nicht so einfach weg. Sich selbst in den Blick nehmen, den Balken im eigenen Auge wahrnehmen, das ist ja wirklich nicht so einfach. Und ich glaube, und das ist auch meine Erfahrung, das gelingt eigentlich nur in einem ganz bestimmten Licht. Und ich glaube, wir sind da mit unserem Gott ganz gut unterwegs, weil, und davon gehe ich ganz fest aus, Gott hat zuerst einen Blick auf uns geworfen. Und zwar einen ganz besonderen Blick, einen Blick voller Liebe. Dieser liebevolle Gottesblick, er trifft uns zuerst. Und die Liebe, die in diesem Blick steckt, die Liebe, die in diesem Licht steckt, was von Gott ausgeht, die bleibt, egal ob wir Splitter oder Balken oder sonst was im Auge haben. Die Liebe ist es, die trägt. Und im Licht dieser Liebe kann ich mich aufrichten. Dann kann ich einen Spiegel in die Hand nehmen und kann lernen, mit diesem Balken im Auge umzugehen, ihn zu akzeptieren, ihn auch mit hineinzunehmen in die Liebe zu mir selbst. Dann kann ich vielleicht auch ganz anders auf meine Nächsten, auf meine Nächste zugehen. Ich muss ihn oder sie ja vielleicht nicht gleich heiraten, so wie es das Sprichwort vom Anfang nahelegt. Aber mit einem liebevollen Blick auf mein Gegenüber zugehen, das kann ich dann allemal. Dazu wünsche ich euch Gottes Segen. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.